Guten Morgen miteinander. So schön, dass wir an diesem Sonntag in den Gottesdienst kommen. Danke an das Lobpreisteam, Lobpreisband für den genialen Einstieg in Lobpreis. Ich freue mich auf das Lobpreis nach dem Predigt. Merci. Ist euch bewusst, dass 350 Millionen Christen dürfen heute Morgen nicht in der Kirche? Ist euch bewusst, danke, dass ihr sind fast, wir da in Europa, in Amerika, sind die Minorities, die dürfen in der Kirche? Nimmst du das, kommst du manchmal in der Kirche bewusst, dass, hey, es ist wirklich etwas Spezielles, dass ich heute Morgen in der Kirche gehen. Ich habe mit Familien geredet im Iran, aber auch in China, wo mir gesagt haben, Brina, wieso hat Gott euch mehr lieb als uns? Was haben wir falsch gemacht? Dass ihr dürft am Sonntagmorgen in der Kirche gehen, aber wir können nicht. Wieso hat Gott euch mehr lieb als uns? Fühlt ihr euch gesegnet, dass ihr könnt in der Kirche, nicht, dass ich euch schlechte Gefühle geben, schlechte Gewissen machen. Es geht nicht um das. Es geht um dankbar sein und uns bewusst sein, dass in der Kirche am Sonntagmorgen ist nicht selbstverständlich. Und es gibt 350 Millionen Christen, die heute in der Kirche gehen können. Verfolgung ist mein Thema heute Morgen. Wir sind immer noch in der Predigtserie Selig zu preisen von Matthäus Kapitel 5, Bergpredigten. Und heute mein Thema ist Selig zu preisen sind die Verfolgten, die verfolgt werden. Darf ich den nächsten Slide haben? Und wenn ich kurz lese, Matthäus 5, ab Vers 10 bis 12. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr. Jesus ändert seine Sprache zum ersten Mal in der ganzen Bergpredigt. Und er sagt, selig zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dingen nachsagt. Freut euch und jubelt. Seriously? Jesus, du kannst komisch sein manchmal. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Über die Verfolgung vom Christen wird am wenigsten geredet, am wenigsten berichtet und am wenigsten beachtet. Wisst ihr, wie viel Prozent von Verfolgung sind Christen? In 2022 87% von Verfolgung in der Welt sind Christen. 87% von der ganzen Verfolgung in dieser Welt sind Christen. Schon im ersten Jahrhundert, die ersten 3 Jahrhunderte nach Jesus, haben Christen Verfolgung gehabt. Und schon damals haben die Römer sie auf Stock gekreuzigt, lebendig verbrennt und als Fackel gebraucht, um Stadt Rom beleuchten. Das. Oder sie haben sie in Löwengrube geworfen, damit sie werden lebendig gefressen. Christen in der Geschichte haben mega schlimme Schicksale erlebt. Und etwas, was mega interessant ist, heute, gerade heute, erleben wir in unserer jetzigen Zeit die schlimmste Verfolgung je.
ein von jeden 7 Christen wird verfolgt. Darf ich nächste Slide haben? Ein von jeden 7 Christen ist verfolgt. Und etwas ganz schlimm, jeden Tag sterben 13 Christen wegen ihrem Glauben. Jeden Tag sterben 13 Christen wegen ihrem Glauben. Heute sterben 13 Christen. Ist es uns bewusst? Die Quelle von der Zahl, die ich euch gegeben habe, könnt ihr nachschauen. Und das ist von Open Doors, Vatican News, Christianity Today und ganz bestimmt vom UN Artikel 18. Das ist ein Menschenrecht für religiöse Freiheit. Artikel 18 hat das im 2020 rausgegeben. Also auch World Watch News, World Monitor und all die bekannten News. Jeden Tag 13 Christen sterben wegen ihrer Glauben. Und da seht ihr, wo am meisten werden Christen verfolgt. Am schlimmsten ist Nordkorea, Afghanistan, Somalia. Werde ich euch ein paar Geschichten erzählen. Und hoffentlich bleibe ich nicht brutal in diesem Bereich. Verfolgung ist ein Thema, wo wir uns bewusst sein müssen. Und die Bibel sagt mir, wir sollten auch aktiv sein. Die Verfolgung soll man als Information immer wieder hören. Wir können auch etwas machen, wir können für sie beten. Wir können sie finanziell unterstützen. Wir können auch Stimme sein für die keine Stimme haben. Im Menschenrecht verschiedene Art und Weise, wir können unsere Stimme für sie erheben. Hebräer Kapitel 13, Vers 3 sagt Paulus, wo der Buch geschrieben hat, eigentlich, ich glaube nicht, dass der Paulus war, meine eigene Meinung, aber denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wart ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das ist das Wort Gottes, das uns sagt, dass wir sollten mit Gläubigen stehen, mit denen, die werden verfolgt, als ob werden wir selber verfolgt. Wenn jemand im Iran gekommen ist, in der Kirche, wir haben ihnen immer gesagt, und die haben gesagt, wir würden gerne Christ werden, wir würden gerne unser Leben Jesus geben. Das ist einfach mega schön, weil die sind alle in der Kirche gekommen. Und wir haben immer gesagt, hey, bist du dir sicher? Wir haben 1000 Fragen gestellt. Bist du überzeugt? Aber warum? Hast du schon mal einen Koran gelesen? Hast du schon dich mit dem beschäftigt? Nein, weil dann ist es besser, wenn du gehst, liest mal Koran, tust du dich mit dem beschäftigen und erst dann kannst du wieder zurückkommen und wir schauen. Und die Armen mussten Minimum 2 Kurse von 1 Jahr besuchen und wir haben diese Frage immer wieder gestellt, bist du dir sicher? Weil Glaube an Jesus im Iran ist verbunden mit Reihe vom Risiko, Verfolgung, Verhaftung, Gefängnis, Betreuung, viel schlimmer. Dass du nur mehr arbeiten kannst und dass du Restrictions hast. Verfolgung ist ein Teil von unserem Christleben. Als Christen wird man verfolgt, weil in 2. Timotheus 3,12, da sind wir sicher, Paulus hat das geschrieben, sagt, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen. Die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist mega wichtig. Entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht alle, die einfach beim Namen Christ sind, werden nicht verfolgt. Aber die, die wirklich aktiv Christ sind, werden verfolgt. Und lass mich etwas mega klarstellen. In der Schweiz, wir haben gar keine Verfolgung. In der Schweiz, wir werden nicht verfolgt. Wir haben etwas anderes. Wir haben
Widerstand, wir haben Oppositionen, uns wurde kritisiert, niedergemacht, ausgelacht, gemobbt, aber Verfolgung in dem Sinn, dass jemand uns folgt, beobachtet, überall nachkommt, dass uns eine Pistole hinter unseren Kopf hält und sagt, entweder verleugnest du deinen Glauben, wirst Moslem, wirst Hindu, weiss ich nicht was, oder bringe ich dich um. So etwas passiert nicht in der Schweiz und hoffentlich auch in der absehbaren Zukunft nicht. Wir haben keine Verfolgung da, aber das, was wir haben, ist Widerstand und Oppositionen. Wir erleben doch gewisse Verfolgung, indem wir werden unter Druck gesetzt. Unter Druck gesetzt, dass wir dürfen unsere Meinung, so wie es ist, nicht äußern. Wir dürfen gewisse Wert, unseren moralischen Glauben, nicht darüber reden. Wir dürfen Sachen nicht sagen, die nur normal ist. Das, was bei uns in der Schweiz Norm heisst. Ein bekannter Theologe, John Stott, habe ich ihn gern, schreibt, dass es Verfolgung passiert, oder einfach ist der Zusammenstoß zwischen zwei unvereinbaren Wertsystemen. Zusammenstoß zwischen zwei unvereinbaren Wertsystemen, nämlich ein Wert, der nicht übereinstimmt mit den anderen. Die Wahrheit, die nicht übereinstimmt mit der Norm, in der wir leben. Ist es mal bei euch passiert, dass ihr steht in einem Kreis vom Kollegen und fangen sie an, schmutzige Witze zu erzählen oder dumme Geschichten und Erfahrung von ihrem Weekend, Wochenende erzählen und alle lachen und alle finden das geil und cool und yay, hast du das gemacht, hey, cool. Und du stehst dazwischen und denkst, oh, das ist so peinlich. Oh, was mache ich jetzt? Und vielleicht hast du einen lustigen, komischen Grin auf dein Gesicht und wirst grün und blau und all möglichen Farben und denkst, ich würde so ungern jetzt da sein. Und mit dieser schmutzigen Witz, ich kann nicht lachen. Aber was machst du denn? Wenn du weggehst, dann bist du der Komische. Dann bist du der Christ, der einfach nicht lustig ist. Oder bist du als Businessmann, Businessfrau unterwegs, gehst reisen und all deine Kollegen, die noch Familie haben, sind am Flirten und Sachen machen oder sogar auch manipulieren, etwas unmoralisch machen mit Geld. Ich hatte eine Kollegin, die ein Banker war und die Hälfte von ihrer Zeit, ihr Mann war ein Pastor, er hat Kinder geschaut und sie hat geschafft. Sie war die Hälfte von ihrer Zeit in Dubai. Und ich bin mal nach Dubai sie besuchen und Sachen, die sie mir erzählt hat, die ihre Kollegen machen. Und sie sagt, Sabrina, jedes Mal, wenn ich in Dubai komme, muss ich mich bewusst entscheiden für Jesus. Jedes Mal. Und dann ist sie schon mit 45 ausgestiegen und hat gesagt, jetzt reicht. Weil die Lebensstil, den sie Reichen haben, vor allem damals, vor 20 Jahren, die Bankers haben, heute ist viel anders, oder vielleicht auch nicht, weiss ich nicht. Die Lebensstil ist gegen das, was wir als Christen ja sagen. Oder gewisse Aussagen, gewisse Sachen, die klar sind, normal sind, eben sind Normen, sind das Normalität in Europa. Und du tust dagegen etwas sagen, die erste Reaktion ist, was? Denkst du nicht so? Hey, was ist los mit dir? Sorry, aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Du kannst nicht so denken. Das ist auch Opposition. Das ist ein Druck.
Wenn du kannst deine Meinung, deinen Wert, das, was die Bibel sagt, nicht öffentlich sagen. Und weißt du was? Die Bibel sagt etwas sehr klar. Jesus ist in der Welt gekommen. In der Johannes Kapitel 1 sagt, er war ein Licht gewesen, und Licht ist in der Welt gekommen und die Welt hat ihn gesehen, aber sie haben ihn nicht akzeptiert. Er kam zu denen, die ihm gehörten, aber die seinen, jetzt muss ich geschwind suchen, aber die nahmen ihn nicht auf. Er ist Licht und er ist der Dunkelheit gekommen und die Dunkelheit hat ihm nicht genommen. Ich muss etwas sagen, ich liebe Dunkelheit. Ich liebe Dunkelheit. Fragt meine Mami. Ich schminke in Dunkelheit. Ich lerne, wenn es dunkel ist. Und vor ein paar Wochen bin ich kurz in der Bad gsi. Ich habe meine Zähne putzen, habe ich Zahnpasta genommen, meine Zahnpasta, habe ich Zähne putzt und plötzlich merke ich, bestimmt nicht, meine Zähne und meine Lippen kleben zueinander. Und ich habe so geschwind Licht aufschalten und ich sehe, dass ich Leim von künstlichen Zähnen genommen habe. Fragt nicht, wieso. Wir haben Leim bei uns daheim. Niemand hat künstliche Zähne. Und aus Versehen habe ich den Leim in meine Zähne geputzt und alles hat geklebt. Und dann habe ich das Licht aufschalten und dann schauen, was für einen Dreck ich da baut und alles putzen. Wenn meine Mami daheim war, sie hat immer Licht aufgeschaltet. Und das hat mich so gesagt, Mami, mach nichts, es ist so angenehm, in der Dunkelheit zu sein. Es ist einfach angenehm. Ausser Kühlschranklicht. Ich habe kein anderes Licht in dem Haus gern. Einfach den Kühlschranklicht legen. Tada! So schön! Manchmal Leute haben gern in der Dunkelheit zu sein. Weil Licht zeigt uns Sachen, die nicht stimmen. Licht zeigt Dreck um uns herum, die wir nicht gern haben. Das stimmt. Und Licht ist in der Welt gekommen und Menschen haben das Licht nicht gern, weil sie haben Dunkelheit lieber gehabt. Und wenn Licht kommt, wenn die Wahrheit kommt, viel werden dagegen stehen. Und deswegen werden wir verfolgt sein. Johannes 15, 18 bis 20 sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, wenn ihr gleichen Wert hättet, gleiche Meinung, klar, kein Problem. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie Jesus angelogen haben, kritisiert haben, klein gemacht haben, hinter seine Rücken geredet haben, gegen ihn geredet haben. Jesus hat Opposition erlebt. Sie haben ihn unter Druck gesetzt. Sie haben komische Fragen gestellt. Als er etwas gesagt hat, gelehrt hat, haben sie gesagt, hä? Hast du das gesagt? Du bist ein Komischer. Du bist ein Lustiger. Wenn sie das mit Jesus gemacht haben, sie Jesus nicht gern haben, dann was erwartet mir? Was erwartest du? Jesus hat gesagt, weil sie haben mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Weil sie haben Licht und Wahrheit nicht gern. So, wenn du wegen deinem Glauben Opposition erlebst oder Druck oder gewisse komische Aussagen, ihr Christen. Und wenn du kannst nur deine Meinung sagen, dann weisst du mindestens, du machst schon etwas richtig. Du machst schon etwas richtig. Du stehst für deinen Glauben, du stehst für deinen Wert, für die Wahrheit aus Wort Gottes.
was macht Verfolgung und Oppositionen und Druck mit uns? Wieso kann Gott uns nicht retten von gewisser Verfolgung? Lass mich dich sagen, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht gerettet hat, er rettet dich auch nicht. Okay, das ist das Ende der Predigt. Nein. Wenn Jesus hat das erleben musste, wir sind in dieser Welt. Was macht Opposition mit uns? 2 Sachen. Eine. Das sind viel mehr als 2 Sachen, aber ich gebe nur 2. Oppositionen, Druck, Widerstand, Schwierigkeiten, Verfolgung, die stärken unseren Glauben. Die stärken unseren Glauben. Der Paulus ist einer der Jungen oder einer der Apostel, der enorm viel leiden an Verfolgung, an Schmerzen, an Opposition, an Widerstand. Er hat alles Mögliche erlebt. Er wurde 2-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlebt. Er war im Gefängnis, er musste Tag und Nacht in Kälte bleiben. Er hatte kein Essen, sie haben ihn gepeitscht, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn vom Stadt gejagt. Alles Mögliche. Und doch in Römer 5, 3-5 sagt er, doch nicht nur darüber freuen wir uns auch über die Noten, Schwierigkeiten, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewahrt. Und bewahrt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Oppositionen ändern unsere Glaube. Der Paulus steht da und sagt, er ist im Gefängnis gewesen. Und viele denken, dass in dem Gefängnis, wo er war, wo er gewisse Briefe geschrieben hat, für einen Teil, er ist in, darf ich so sagen, Wetzenkanal gestanden. Also es ist unter der, verstehen die nicht? Was ist also, gewisse haben es verstanden, gewisse nicht. Die verstanden haben, könnt ihr nachher die nicht verstanden haben, erklären. Also nicht jetzt, muss ich nicht erklären, ich kann nachher erklären. Er schreibt vom Gefängnis an Philipper 4. 4 sagt er, freut euch im Herrn aller Zeit und sage ich euch noch einmal, freut euch im Herrn. Paulus, du stehst jetzt gerade im Gefängnis. Sehr wahrscheinlich in etwas, was ich darf sogar nicht erwähnen während der Predigt. Und du schreibst, freut euch im Herrn. Verfolgung und Schwierigkeiten ändert unseren Glauben. Die stärkt unseren Glauben. Wieso? Weil in den Schwachen sind wir stark. Weil wenn du, und das für mich ist schwierig zu predigen, wenn du in Sackgasse bist, wenn du keinen anderen Weg hast, und einmal bin ich so gestanden, ich bin in Sackgasse und ich habe versucht zu rennen von meinen Verhörern. Und bin ich in eine Straße reingekommen und ich gemerkt, Scheiße, es ist Sackgasse. Und jetzt kein Weg gehabt. Und sie sind hinter mir gestanden, die Türe vom Auto geöffnet und sagen, steig rein. Wenn du in einer Sackgasse bist und du weißt, okay, jetzt kommt nochmal eine Verhörung oder eine Situation, du hast nur eine Auswahl. Aufgeben und Gott vertrauen. Wenn du in einer Situation bist, wo du nichts anderes machen kannst, bist schwach, würdest so gerne aufgeben. Und das kann meine Eltern sehr gut erklären. Du hast eine Auswahl, das haben sie uns auch immer wieder gesagt. Danke für die Lehre, by the way. Wir wissen, dass Verfolgung ist Teil von unserem Glauben. Wir wissen, dass in der Verfolgung Gott lässt uns nicht allein. Er kommt und er hilft uns. 3.
Wir wissen, dass während der Verfolgung Gott gibt uns nicht mehr als das, was wir durchmachen können. Diese 3 Sachen haben mich gehalten. Ich habe gewusst, das gehört dazu, muss ich akzeptieren. Ich habe gewusst, dass er ist mit mir, er ist meine Stärke, er ist meine Kraft, er ist mein Mut, er ist meine Weisheit, er ist die Herrlichkeit. Und ich habe gewusst, alles, was ich durchmache, alles, was ich erlebe, kann ich. Er gibt mir nicht mehr als das, was ich kann übernehmen. Ich habe eine Frau gesehen, oder ich sage zweite, Verfolgung durch die Oppositionen erfahren wir Gottes Kraft und Wirken viel intensiver. Das kann jeder, der jemals Verfolgung erlebt hat, euch sagen. Diese Leute sind starke, gläubige Menschen. Ich habe eine Frau gesehen in Amerika, habe ich mit ihr einen Kaffee getrunken. Es war ein Verfolgung-Event. Und sie hat von ihrem Leben erzählt. Sie ist von Äthiopien. Ihre Mama ist von Äthiopien, aber sie ist in Sudan in der Welt gekommen, in ein Camp, Flüchtlingslager. Sie hat all schlimme Schicksale erlebt. Das ist nur einer von denen. Und dann ist sie schwanger geworden im Gefängnis. Dann haben sie ihre Schwanger in einen heißen Metallcontainer das Container. Und es ist so heiß, dass du Eier in ein paar Sekunden in den Container kochen. Und ein Soldat ist jede Woche reingegangen und sie hat sie geschlagen. Bis sie Moslem wird. Ein Tag geht er rein und sie ist dann hochschwanger. Und er sagt, ich kann dich nur mehr schlagen. Hey, hör auf. Bitte, nur mit deinem Maul. Du musst nicht mit deinem Herz kannst glauben, aber mit deinem Maul sagst du, dass du Moslem bist. Und dann ist alles fertig. Ich kann dich nur mehr schlagen. Ich bin auch ein Mensch. Und sie hat ihm geschaut und sie hat gesagt, du hast einen Auftrag. Dein Auftrag ist, da reinkommen, jede Woche und mich schlagen. Und ich habe einen Auftrag. Mein Auftrag ist, mit dem Glauben behalten, das, was in meinem Herz ist, kommt auch von meinem Mund raus. Das ist mein Auftrag. Machst du deinen Job und ich mache meinen Job. Es ist okay. Es ist nicht persönlich. Nimm mich auch nicht persönlich. Du machst deinen Job, ich mache meinen Job. Du darfst mich schlagen. Sie hat dort geboren. Erste Kind und dann zweite Kind. Sie heißt Mariam Ebrahimi, hat ein Buch geschrieben, würde ich euch ermutigen, leset mal das Buch. Ist ein bisschen brutal, aber stark. Verfolgung, Oppositionen, Widerstand, Druck hilft uns im Glauben wachsen. Die geben uns eine andere Perspektive und das wünsche ich so fest für euch. Darf ich das sagen? Hey, ich wünsche euch Verfolgung. Nein, aber ich wünsche, dass unser Glaube kann so wachsen. Und ja, das kann auch brauchen. Du bettest anders, wenn du verfolgt wirst. Du bettest viel mehr. Ich habe eine Geschichte gehört, ihr habt sicher den Brother Yoon, vielleicht von ihm gehört, der himmlische Mann, der Heavenly Man, von China. Er ist im Gefängnis gesehen, haben sie ihre Beine gebrochen, dass er nicht vom Gefängnis rauskommen kann. Nicht gegessen, nicht getrunken. Er hat etwa 40 Kilo abgenommen in kurzer Zeit. Und irgendwie war er auf seinen Limite und hat gesagt, hey, ich will aufgeben. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Und plötzlich hört er, wie seine Frau und wie seine Kinder für ihn betet. Plötzlich hat er gehört, wie sie für ihn betet. Und er sagt, und jeden Tag. Und der Kirche hat sich gesammelt und für ihn betet. Eine Familie in Russland während der Kommunistzeit, die mussten sich verstecken. Und die Polizei hat sie gesucht. In dem Versteck haben sie kein Essen gehabt, keine Ernährung, nichts. Sie haben nicht rausgehen, etwas kaufen, weil alle haben gewusst, der Dorf, sie sind Christen. Sie mussten warten, bis jemand kommt, sie holen und von dem Dorf entfernen. Und so, was machen sie? Sie haben kein Essen, sie haben nichts. Was würdest du machen? Beten. Sie haben angefangen zu beten. Von zwei Dorf anders, also 2 Dorf weiter, hat eine Kirche sich gesammelt und plötzlich während der Sammlung
alle in der Gemeinde hören ihre Gebet. Als ob sie wären da gestanden. Alle haben ihre Gebet mit Ohren gehört. Und sie haben gewusst, von wo es kommt, von welcher Wohnung. Sind alle rausgegangen, haben Lebensmittel gesammelt, sind zu ihnen gekommen, daheim, haben sie versorgt mit Lebensmitteln, bis sie fliehen konnten. Ich kann euch so viel Geschichte erzählen. Vom Gebet, vom Kraft, die Gott sich zeigt während der Verfolgung. Und auch persönliche Leben. Widerstand ist ein Teil von unserem Leben, wenn wir zu Jesus gehören. 1. Petrus 3, 14 bis 15 sagt, und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Habt keine Angst. Sei ready, über das, was du glaubst, zu reden. Ich mache viele Interviews und viel Auftritte in der Schweiz über Verfolgung. Vorher habe ich auch viel Kreise von dem geredet. Und eine Frage, die viele haben mich gefragt haben, hättest du schon nicht Angst gehabt? Ja, habe ich. Ja. Wenn ich in Sackgasse war, ich weiss, Jahre später habe ich von dem geträumt, dass ich von der Sackgasse nicht rauskomme. Ja, klar. Gewisse Angst habe ich. Und dann gleichzeitig habe ich auch Sicherheit gehabt, dass Gott ist mit mir. Ich habe während einer von meinen Verhörungen, ich war in einem Raum und sie haben mich bedroht mit verschiedenen Sachen, verschiedenen schlimmen Sachen. Und ich bin 23 gewesen, so ziemlich jung. Und dann verhören sind beide raus und ich bin allein in dem Raum gewesen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Gott, ich will wirklich raus, ich will nicht nur mehr da sein. Ich mag nur mehr einfach weitermachen mit der Verhörung. Bitte tust mich befreien, setz mich frei, nimm mich von da weg, rette mich bitte. Und so habe ich gebetet mit Gott und einer der Verhörer war der junge Mann. Er kommt rein, die sind auch Verhörer von meinen Eltern. Sorry für das Trauma heute Morgen. Er kommt rein und sagt, er hat mich gesehen, als ich bete. Und er setzt sich neben mir, hat er normalerweise nicht gemacht. Schaut mich an und sagt denkst du, das ist für mich einfach? By the way, ich bin in einem Ort, wo sie nur foltert. Männer. Also, ich bin die einzige Frau in diesem Ort. Und sie haben andere Männer gefoltert. Und du hast gehört. Und die anderen Männer haben immer geschrien, ich schwöre auf Gott, bitte herauf. Und das haben sie so auf Persisch immer gesagt, ich bitte auf Gottes Wille herauf. So. Kommt er rein und sagt, denkst du, für mich ist einfach? Hey, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bete am Morgen, ich stehe jeden Tag auf, ich habe Familie, ich habe 2 Kinder. Und jedes Mal, wenn ich bete zu Gott und jedes Mal, wenn ich schlafe, die Bitte von den Menschen, die sagen, um Gottes Willen herauf. Das ist in meinem Ohr. Das hört nie auf. Ich schlafe mit dem, ich stehe auf mit dem. Das ist schwierig für mich. Denkst du, das ist einfach? Und ich bitte auch um Gottes Hilfe. Und dann hat er wieder geredet, aber ich mache es, weil ich glaube und bla bla bla. Und ich habe den Moment so gelöst. Aber in diesem Moment hat Gott etwas mir gesagt. Debrina, hör auf, für dich beten. Hör auf, für dich selber beten. Du bist nicht im Gefängnis. Du bist frei. Du bist nicht Sklave, du bist gerettet. Er ist im Gefängnis. Er hat keine Freiheit. Er braucht Rettung. Hör auf, für dich selber beten. Er hat wirklich mich geschimpft. Und ich habe erst dann realisiert, wow, das stimmt.
Ich bin nicht im Gefängnis, er ist im Gefängnis. Ich stehe halt da in diesem Raum, aber ich bin frei, er nicht, der Arme. Und das hat meine Perspektive vollkommen geändert. Und erst dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Nicht wollen, aber habe ich. Manchmal kommt auch Angst in dir von abgelehnt werden, ausgelacht werden. Möchtest dich anpassen, vor allem wenn du noch jung bist. Ein Teil sein von der Gesellschaft, von den Kollegen, in der Schule oder beim Arbeitsplatz oder anderen Freunden, Freundinnen. Und du willst nicht immer die komische Christ sein. Und die Person, die einfach immer andere Wert hat als alle anderen. Vielleicht ist es ein Thema für dich. Meine Liebe, wenn du weißt, wer du bist in Gott und wer er ist in dir und was du hast und was andere Leute nicht haben, würdest du dich nicht zurückhalten. Wenn du weißt, was für ein Segen dein Leben erfüllt ist und was für ein Überfluss in deinem Leben ist, dann wirst du nicht denken, ich muss mich anpassen. Ich muss angenommen werden. Ich möchte auch eins von denen sein. Nein, wenn du weißt, wer du bist, dann würde ich sagen, hey, ich will, dass alle so sind, das haben, was ich habe. Weil Jesus ist nicht nur gestorben, dass ich bin gerettet, sondern er ist gestorben, dass ich lebe in Überfluss. Mit geistlichen Gaben, mit Frieden, Freude, Kraft und Ruhe und Trost, die natürlich ist, über der Welt kann leben. Er ist gestorben, dass ich Gott, Abba, Vater nennen, den keine andere Religion, Mythologie, Ideologie, Philosophie gibt. Er ist gestorben, dass ich eine persönliche Beziehung mit Vater habe. Im Gehören. Mit ihm unterwegs sein, die niemand kann mich anbieten. Wenn ich das wirklich weiss, wie kann ich mich schämen? Wenn ich mich schäme. In Markus 8,23 sagt, wer sich nämlich vor dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, sich zu mir und meine Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen. Und in Matthäus 10, 32 Gott weiter und sagt, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Wieso schämen wir uns vor der Botschaft, vor dem Licht, der Leben bringt? Wieso kann man nicht öffentlich sagen, ich bin Christ? Meine Mama hat immer etwas mega Schönes gesagt. Und die Bibel sagt auch, ich ermutige euch selber, das lesen. Es ist ein von meinen Lieblings-Bibelversen, der sagt, sei nicht dumm. NEU-Übersetzung, sei nicht dumm. 2. Timotheus 2, 23 bis 26. Halte dich weg von dummen Diskussionen. Musst nicht diskutieren. Meine Mama hat immer mega schön gesagt, ich muss Jesus nicht verteidigen. Ich muss ihm nicht beweisen. Er lebt, er kann sich selber verteidigen. Er kann sich selber beweisen. Ich muss es nicht machen. Ich muss ihn verkündigen. Ich stehe für meinen Glauben, ich stehe für Jesus. Alles anderes macht er. Er ist fähig, er ist lebendig, er ist unter uns. Und er macht das. Ich kann es nicht. Er kann. Und das nimmt so viel Druck von meinen Rücken weg. In Diskussionen kann ich aufgeben. Kann ich aufgeben und sagen, schau, das ist mein Teil. Aber ich kann dir etwas sagen. Jesus lebt. Er ist lebendig. Gott lebt und er spricht. Wenn du möchtest mehr wissen, frag ihn. Bye-bye. Das ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Frag ihn. Frag Gott. Geh im Gebet. Frag ihn. Er ist treu. Und er antwortet für die ihn suchen. Ich möchte dich ermutigen. Sei mutig. Vor allem Mutter, Vater. Großmami, Großpapi, die da sitzen. Ihr seid Vorbild von der nächsten Generation. Nicht Chile, nicht ich. Glaub mir, ich bin Sabrina, wer ich bin, wegen meiner Mami, wegen meinem Papi. Nicht wegen Chile. Weil ich habe von ihnen gelernt, meine Predigtart ist mein Papi. Haben die alle gesehen? Die sind meine Vorbild. Nicht Chile. Mamis, Papis, Großmami, Großpapi.
wenn du da bist, du bist Vorbild. Leb mit Mut, schäm dich nicht für Jesus. Es gibt keine Scham. Wort Gottes ist unser Stolz. Jesus sein Kreuz ist mein Stolz, sagt der Paulus. Weil der ist Leben. Vielleicht trägst du die Bibel mit. Nimmst du die Bibel mit. Nicht nur im Handy, sondern so. Vielleicht gehst du mal arbeiten und lass einfach die Bibel auf deinem Pult. Du musst nicht sagen. Lass einfach da. Nicht. Wenn jemand fragt, hey, was ist das? Bibel. Wieso hast du eine Bibel? Ich bin Christ. Mehr musst du nicht sagen. That's it. Kein Druck. Aber vielleicht, wenn du im Restaurant bist, mein Papi hat vor ein paar Wochen das gesagt. Wenn du im Restaurant bist, du beten vor dem Essen. Machst du das? Mit der Familie, du beten. Kopf haben, richtig beten. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso müssen wir uns schämen? Es ist keine Scham. Steh für den Glauben, sei mutig. Und ja, Menschen werden euch komisch anschauen. Weil wir sind nicht normal. Nämlich, wir sprechen nicht den Normen von unserer Gesellschaft. Aber Jesus wird für dich stehen und ich sage dir, du wirst sehen, wie Menschen sich verändern, weil du eine Bibel im Büro hast. Du wirst sehen, wie Menschen zu dir kommen und sagen, hey, du bist Christ, ja. Hey, ich habe ein Problem, kannst du für mich beten? Darf ich kurz mit dir reden? Wenn du betest, kann einer zu dir kommen und sagen, hey, bist du Christ? Ja, ich auch. Es hat mich so ermutigt, dass du da gebetet hast. Hey, danke vielmals, das ist ein Vorbild für mich. Merci. Ich mache es auch. Du wirst viel sehen. Ich kann anders mal mehr Zeugnis davon sagen. Lass uns aufstehen in Lobpreis. Jesus verkündigen mit dem Lied Who am I? Das Lied nimmt unseren Fokus von mich weg auf Jesus. Wer ist Jesus in meinem Leben?